Pre nego što mi se današnji gosti pridruže u studiju, a veoma su zanimljivi, ostanite sa nama do kraja emisije, vidjet ćete i sami. Reportažom vas vodimo u Skupštinu grada Beča, gde se održao koktel za privrednike stranog porekla. Bečki privrednici sa stranim poreklom nedavno su bili gosti na prijemu u Rathausu na poziv gradonačelnika Beča Mihaela Hojpla. Gradonačelnik je bio opravdano odsutan te večeri, ali to nije umanjilo svečanu atmosferu na prijemu. Hvala što ste uradili za ovaj grad i što ćete i u buduće činiti. Ovim rečima je Fritz Strobl pozdravio sve prisutne. Beč je već godinama grad sa najkvalitetnijim životnim standardom na svetu i to je u velikoj meri zasluga i etničke ekonomije. Ja, also die ethnischen Ökonomien sind für unsere Stadt von sehr, sehr großer Bedeutung. Beispielsweise wird fast jedes zweite Unternehmen, das derzeit gegründet wird in Österreich, wird von jemandem gegründet, der Migrationshintergrund hat. Und das ist auch für unsere Vielfalt in dieser Stadt sehr bedeutend. Wir haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund in unserer Stadt und das zeichnet die Stadt Wien aus. Wien ist eine weltoffene, tolerante Stadt, wo das Zusammenleben hervorragend funktioniert und wir sind sehr stolz darauf, dass es so viele Unternehmerinnen und Unternehmer aus der ganzen Welt gibt, die bei uns selbstständig sind, Arbeitsplätze anbieten, die Jugendliche ausbilden und in dieser Stadt dafür sorgen, dass das Leben so gut funktioniert. Wien wäre ohne Unternehmer mit Migrationshintergrund jedenfalls um vieles ärmer, als es ist. Wien ist eine Stadt der Vielfalt und wir sind stolz auf die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind und als Unternehmer tätig sind. Und wenn man durch die Stadt geht und sich die Märkte anschaut, aber auch die Geschäfte anschaut, dann trägt das sehr viel zur Belebung bei und gerade die vielen unterschiedlichen Kulturen, die vielen unterschiedlichen Geschäfte sind eine große Verbesserung für diese Stadt und wir sind stolz darauf und wir sind auch stolz darauf, solche Viertel zu haben wie der Brunnenmarkt, der ja wirklich davon lebt, von der Unterschiedlichkeit der Geschäfte und die Menschen gehen gerne hin, freuen sich dort, genießen die verschiedene Kulinarik, die verschiedenen Warenangebote und das ist Wien und das macht Wien aus. Wir sind heute auf einer wundervollen Veranstaltung im Rathaus und hier sind ganz viele Unternehmer, ganz viele verschiedene Menschen und hier sind auch ganz viele Erfolgsgeschichten, die unsere Stadt prägen, gestalten, die uns stolz machen. Was gibt es Schöneres und was ist so das Besondere, wenn man in eine Stadt kommt? Das sind die vielen großen und kleinen Unternehmen, die Geschichten, die damit erzählt werden, die individuellen Dinge, die ich dort bekomme. Und das alles machen Unternehmer möglich und das machen natürlich auch besonders Unternehmer möglich mit Migrationshintergrund. Wir haben hier tolle Beispiele. Ich wünsche mir, dass wenn junge Menschen zuschauen, wenn junge Menschen nach Wien kommen, hier sozusagen ihr Leben beginnen, dass sie sehen und dass sie mitbekommen, dass man jede Chance in Wien hat, dass man alles werden kann, dass Unternehmer sein was ganz Tolles ist. Und in diesem Sinne danke, dass ihr heute auch hier seid, dass ihr das sichtbar macht und dass so viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund sich zusammenschließen, sich vernetzen und für Wien und mit Wien das Beste geben. Und das macht unsere Stadt schon ganz besonders. Oko 40% privrednika u Beču ima strano poreklo, što značajno doprinosi raznovrsnosti bečke ekonomije. Sa druge strane, samostalno preduzetništvo pomaže privrednicima stranog porekla da se brže uključe u proces integracije i u velikoj meri doprinesu kako društvu u celini, tako i privredi grada Beča. Danke für die gute Frage. Ich bin überzeugt davon, dass die Wirtschaft an sich eine sehr, sehr, sehr effiziente Möglichkeit ist und Gelegenheit ist, um Integration voranzutreiben. Es gibt ein Sprichwort, ein Wiener Sprichwort. Durchs Reden kommen die Leute zusammen. Und man kann es, glaube ich, auch erweitern. Durchs Arbeiten kommen die Leute zusammen. Durchs Füreinanderarbeiten. Weil wenn heute ein türkischer Bäcker ein Brot bäckt, das dann von einem österreichischen Unternehmer mit jugoslawischem Migrationshintergrund gebacken wird, dann sind wir in Wien, Teuer Beč.
Ja? Und ich selber bin ja mit 7 Jahren nach Wien gekommen, habe mich quasi auch integriert. Und natürlich war es für unsere Familie sehr wichtig, dass mein Vater mal Arbeit findet. Wir waren damals 5 Kinder, dass er Arbeit findet, dass er quasi ankommt in diesem Österreich. Und in diesem Österreich anzukommen, ist nicht nur, dass man die deutsche Sprache spricht, das habe ich sehr schnell gelernt. Es ist auch nicht nur, dass man, wie soll ich sagen, quasi österreichische Kinder als Freunde und Freundinnen gewinnt, sondern es kommt auch darauf an, dass die Mama oder der Papa einfach in den Arbeitsprozess integriert wird und sich somit besser integrieren kann. Und natürlich die höchste Form der Integration, also im Arbeitsbereich, ist, wenn man unternehmerisch tätig ist. U Socijaldemokratskom privrednom savezu znatan broj funkcionera I članova imaju strano poreklo I upravo su svoju pripadnost odredili zbog programa I zalaganja ove frakcije. Socijaldemokratski savez se zalaže, kako da kažem, za neku malo humaniju vrstu ekonomije, u stvari gdje je čovjek u središtu svega. Privredna komora kaže ako je čovjeku dobro, onda je privreda zdrava. Mi kažemo ako je čovjek zdrav, onda je I privreda zdrava. Tako da postoje tu mnoge stvari za koje se mi zalažemo, počevši od samodoprinosa pri posjeti doktoru, do poreza, do dodataka na radnike I. Znači ima tu mnogo stvari I do nekih ludih zakona koji postoje I sve te, kako da kažem, ima preko 600 I nešto zakona koji treba malo opet da se dovedu u ovo današnje vrijeme I u današnji duh poduzetništva. Prisutni privrednici su u spontanom razgovoru I druženju ostvarili brojne kontakte koji čak mogu dovesti I do budućih saradnje, a bilo ih je iz brojnih zemalja sveta. Mi smo naravno najveću pažnju posvetili privrednicima našeg porekla, kojih je bilo u velikom broju. Od šnajdera, autoprevoznika, ljudi koji rade za određena osiguranja, tako da imamo čitavu paletu tih privrednika koji su aktivni u gradu Beču. I ovo je jedna odlična prilika da ljudi stupe u kontakt jedni s drugima, ne samo mi iz bivše Jugoslavije, nego u kontakti sa drugim ljudima iz svih koji imaju takozvani migracijsku pozadinu, da izmijeni iskustva I sigurno da u ovoj prilici ima mogućnost da se neki zajednički interesi ostvare. Zovem se Nastasjević Oliver, inače sam privatni preduzetnik u Beču, imam 2 preduzeća, 2 različita preduzeća. Jedno se bavi posredovanjem, da kažem tako, finansiranje, osiguranja za sve privrednike I za privatna lica, a drugo preduzeće se bavi da kažem tako, sistemima za ekološku rasvetu, odnosno prelaskom sa običnih rasveta na sisteme ekoloških LED osvetljenja. Kako je biti privrednik u Beču? Pa ja mislim da je jako lako, ljudi se plaše toga, ali nisu svesni toga da je to, da kažem tako, jedan izazov koji može da im omogući jednu, da kažem tako, bolju egzistenciju, da se bolje osjećaju, da bolje zarađuju, imaju mogućnost fleksibilnosti, da zajedno sa mogućnostima koje je država pružila da jednostavno sebi otvore mogućnosti za nešto što ne mogu kao obična lica. Znači kada bi birali ponovo bi bili privredni? Ponovo bi bili privredni, uvek privredni. Moje ime je Miljenko Ivančok, imam tvrtku koja se bavi ugradnjom dizela, liftova. Poslujemo već 10 godina I privrednik u Austriji biti nije lako, a ja mislim da je svugdje isto, nije lako biti privrednik jer kako njemačka riječ kaže selbstständig, znači moramo stalno raditi za firmu, nema odmora. Ono što mene zanima, da li ste imali često priliku da sarađujete I sa austrijskim firmama, da li su oni posebno gledali na vas što ste privrednik stranac ili to ovdje nema veze? Ja nisam tih problema imao jer u principu uvijek je kvaliteta ta koja dolazi do izražaja. I mogu vam reći, budući da sam radio u jednom velikom koncernu, nikad nisam doživio da me neko pita odakle si, nego koja je kvaliteta. Kvalitet je, nema sumnje, na visokom nivou, kao što je I bio prijem etničke ekonomije u Rathausu.